Und weiter geht das Abenteuer hier im Seehafen zurück bei Tales of Xillia. In der letzten Episode haben wir eine neue Kameradin gefunden. Naja, was heißt gefunden? Also wohl mitgenommen, wa? Elise heißt das gute Mädchen. Und ja, wenn wir da rausfinden, in die Schnellreise geht, zu den Städten, so mit R3. Es ist also alles wieder Tutti Frutti Meisterschub. Und wir Städten noch. Achso, da Fenmont, genau, Hemmel und zack, zack, zack. Substrat Stehstraße, sprich da müssen wir eigentlich hin, wir müssen über den ganzen Kontinent rüber noch, wa? Obwohl, da gibt es noch so viele Verliese, sonstige, ja, wird schon noch cool. So, select also, was ist jetzt hier noch los? Die weichsten Betten der Stadt, was? Trust me, the beds are way softer at the inn here than anywhere else. You focus on the strangest things. All right, I'm checking in. Can we really afford to relax like this? Naja, also grundsätzlich vielleicht nicht, aber wollte gerade eigentlich sagen, ein gesunder Schlaf ist immer wichtig, um ausgeruht zu sein. Wow, was eine Lebensweisheit, wa? Be careful, Elise. A sailor in the Sea Haven has been staring at you. Oh mein Gott, ein Pedo. Oh, I didn't notice anything. We might just be overthinking things, but he might know something. Tja, wer soll es gewesen sein? Da hinten? Hey, du Pedo! Du hast eine coole, reiche Natur und die ist wohl nirgends so wild in übrigen Region von vor allem der Tiefwald ist so gut wie unberührt von der menschlichen Zivilisation. Okay. So, wer hat das Mädchen angestarrt? Wer war es? Wer ist der Pedo hier? Hallo? Hat so viele hier. Ja, wenn bloß, begib ich rüber nach Fenmont, genau, das sollen wir machen, aber irgendwo einer ist hier, der mit uns quatschen will. Dieser alte Geschichtenerzähler erzählt Reisenden schon seit Jahrzehnten die gleiche Geschichte. Wenn ich mit ihm unterhalten will, sagt er kein Wort. Was für ein Idiot. Okay, ja, der muss gewesen sein, wa? Kopfgeldjäger, sei gegrüßt, Freunde. Man nennt mich den unglaublichen Kopfgeldjäger, weil ich so unglaublich hässlich bin und doof bin. Würde er mir nicht gerne bei einem kleinen Auftrag behilflich sein? Achso, das schon wäre hinter uns her. Ja gut, helfen wir mal. Von mir aus. Jemand vernichten, die Reisenden auf der Höhenstraße angreifen. Was? Keine Sorge, sollte es haarig werden, wird mein unglaubliches Selbst auf zur Seite stehen. Oh mein Gott, wieder mal so ein Typ, der von sich selbst mehr beeindruckt ist, als eigentlich gesund wäre für ihn. Naja, wollte jetzt speichern. Ja, da, wollte man eine Geschichte hören? Tut mir leid, Typ, ja, wir haben es sehr eilig, ein anderes Mal in Ordnung. So quatsch nicht. Ach, kommt schon, also nicht so. Bleib einen Moment und macht einem alten Mann eine Freude. Pedo hoch 3. Was für eine Geschichte wollt ihr erzählen? Das will's nicht, Jude. Gib diesem Typen den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Und den ganzen Körper. Keine Sorge, junger Mann, das mache ich nur bei Damen. Was? Ich meine, ich verspreche, dass die Geschichte eurer Zeit wert ist. Oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit übersetzen. Hey, hallo, dämliche Mücke? Gar kein Mücke, sondern dämliches Nachtschattenviech. Das klingt interessant. Erzählt uns eure Geschichte. Das ist schon besser, Mann. Ich bin so. Ja, komm, eine Monstergeschichte. Vor vielen Jahren lebte in einem nördlichen Stamm ein Mann mit Namen Trill. Also Triller. Trill hatte das Talent, Monster zu kontrollieren. Die seltene Gabe versetzte ihn in die Lage, Monstern ihre versteckten Kräfte zu entziehen. Doch Trills Genie war nicht leicht zu befriedigen und er begann sich an verbotenen Artes zu versuchen. Er versuchte ein Monster zu erschaffen, das mit jedem Kampf stärker wurde, indem er mit den Mana-Lappen der Monster experimentierte. Was für ein Lappen? Er experimentierte mit Mana-Lappen? Aber es ist doch nicht möglich? Nein, aber Trill tat es trotzdem. Nach über 20 Jahren Forschung erschuf er erfolgreich 6 neue Monster. Diese Kreaturen mit über großen Mana-Lappen konnten neue Geistesarten allein durch Instinkt wirken. Jedes der 6 Monster hat eine Waffe, die aus seinem Körper wuchs, als ob jeder eine lebende Verkörperung der Waffe wäre. Diese Waffen wurden als Teufelswaffen bezeichnet und die Monster als Teufelsbestien.
In all meinen Jahren habe ich aber noch nie so eine dämliche Geschichte gehört. Aber echt, hey. Natürlich nicht, junger Mann. Vor 20 Jahren führte Trill seine 6 Teufelsbesten in einen großen Krieg. Aber ein riesiger Tsunami überschwemmt das Schlachtfeld und spült alles hinfort, auch Trill. Ja, nee, ist klar. Damit war auch das Geheimwissen der Erschaffung dieser Monster verloren. Wieso erzählst du so einen Quatsch? Das war's, vielen Dank, dass ihr meinen Zapfschnitt habt, alter Mann. Ja, sind noch nicht vorbei, Mann. Wisst ihr, Teufelsbesten, die leben noch. Trills Tod setzt sie frei und bis zum heutigen Tag treiben sie irgendwo in der Welt ihr Unwesen. Natürlich haben wir sie über 20 Jahre nie gesehen und so, ist klar. Was ist eine dämliche Geschichte? Und ihr sagt, diese Teufelsbestien werden mit jedem Kampf stärker? Richtig, mittlerweile kämpfen sie seit über 20 Jahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie stark sie jetzt sein müssen. Mag mich auch. Hör gut zu, wenn ihr ein Monster seht, aus dessen Körper eine Waffe wächst, versucht nicht, es zu bekämpfen. Das, meine Freunde, ist die Moral dieser kleinen Geschichte und das Geheimnis eines langen Lebens. Okay, ich glaube, das wird noch Das ist nicht dein Ernst, oder? Also das ist nicht dein Ernst. Der unglaubliche Kopfgeld, ja, das ist immer klar. Im Substrativwald aus, okay, machen wir. Fortsetzung folgt, ja, ist geil. Okay, ich glaube, das wird noch heikel. Gut. Okay, also dann, abspeichern wollte ich noch. Abspeichern, zack. Überschrieben werden, bitte, dankeschön. Geht doch. Erfolgreich. So, weiter geht's. Substrat, Höhenstraße. Und hier sollen die Besten sein, oder was? Nee, waren irgendwo anders. Nebenereignisse, Opfergaben für Mila, machen anders mal. Da, der unglaubliche Kopfgeldjäger. Im Substrativwald aus. Ah, die Bedrohung, okay. Tiefwald, wo ist der auf der Karte? Ja, unten, wa? Passt doch wie die Faust aufs Auge. Es können einen neuen anfertigen, ja. Schön erzählt mal. Does this sort of thing actually work? You tore it down? Yes, but I can't imagine a poster like this will give us any trouble. Do humans have a different sense of aesthetics than I do? Well, anyway, Mila tore it down, so we should be safe here, right? That'll never work. Keep tearing them down and they'll keep putting them right back up. Mila? It's nothing. Alvin's right. Even with this terrible likeness, we can't afford to take chances. We should move on. All right. Given enough time, they might manage to make a replacement key as well. We need to hurry. Oh mein Gott, hey, der Schlüsselmeister ist irgendwo im Haus, oder was? Was ist das für ein Viech? Kenn ich gar nicht. Servus, was bist du für einer? Ah, die klitzekleine Biene. Was? Heißt doch Spinne eigentlich. Ist mir doch egal. Ich habe einen gefährlichen Nagel. Wo sind sogar 2? Alter! Und Feuer! Ups, war ja Windart. Aua! So, muss ich dahin. Mann, Mann, ich wollte es gar nicht so machen. So, jetzt aber. Zack. Und got it. Serienchance. Was? Let the inferno engulf you. No breaks, no breaks. Zack, zack. Und boom, boom, bam. Und zack. Da wäre der nächste. Und was will der noch? Was will der kleine Stüppi draufgehen will, wie es aussieht? Lebt noch? Aua. Oh. Was this really the only way? Wie es aussieht schon. Sandwich klein verbraucht. Ja, schön. Mir auch ein bisschen geheilt, wie es gerade aussah. Was ist denn das für eine Biene, hey? Seltsam, seltsam. Aber egal, wir gehen wieder runter. Wir wollen noch ein bisschen was von der Story sehen, von der Landschaft, von allem und vom Wagen. Ne, von dem eigentlich weniger. A military checkpoint. I knew things were too easy. What'll we do? Well, hey! What's over yonder? That's the Deepwood. If we can hike our way through there, we'll come out right near Sherrilton. Then our path is clear.
It won't be easy going. What about Elise? You knew she'd face risks on this journey. I'm fine. Really. I can go with you. Don't argue, you guys. You're pals, remember? Elise. The girl has agreed, so this matter is no longer open to debate. Ach ja, Mila hat so eine Endgültigkeit drauf, ey, ist kaum zu fassen. So, klettern. Da oben ist ein Vieh, ich hab's gerade gesehen. Ein Adler, es ist ein Flugzeug, es ist... You seemed... Doch nur normales Viech. Oh, gleich 3 Stück davon, okay. Sind ziemlich schnell. Nein! Jude, was machst du da? Lass doch zu uns kommen. So, jetzt. Ja, es klappt soweit ganz gut. So, Windmagie, bam! Ich schlitze euch auf, so. Keine Atem mehr. Ich habe keine Atem mehr für die Kombi. Zack, oh, das war gar nicht gut geplant und das war auch nicht... Alter, halt nie viel aus. Oh, ich habe keine Atem mehr. Komm schon, greif an. Well done, Alvin. Ja, das sind nicht übel, die Viecher. Naturally. Aber immerhin 60 Hey Erfahrungspunkte. now. Hellenstein, stellt 25% der Kappe wieder her. Cool. Huf. Never actually been in the Deepwood before, but there's a first time for everything. Sicher ist sicher, wenn hier schon ein Speicherpunkt ist, dann lieber gleich benutzen. Ach ja, ach ja. Ein bisschen durchstrecken noch, wa? 50% gespeichert. Ready for Takeoff und weiter geht. Die Chose. Quite a dense forest. Let's try to stick together, okay? Naja, wäre sicher klüger. Und jetzt Sackgasse, toll. Hat das Vieh eine Waffe? What was that? Was it warning us, maybe? Well, Mila certainly seems unfazed. Oh, I see a way through. Hurry up, you two. Great, even the Spud is getting gutsy. Let's go. Kartoffel ist gut. Ja, als ob Mila jeweils irgendwie von etwas beeindruckt gewesen wäre. Das wäre komplett was Neues. Okay, was das für ein Vieh war, keine Ahnung. Und mich auch ein bisschen an Tales, sag ich schon. An The Last Story da, an den weißen Tiger, der da mal erschienen ist. Aber war so eine ähnliche Situation. I'm not so good with these tight passages. Must be this astonishing physique of mine. So, und der Wald hier erinnert mich ein bisschen an... ja, servus. Erinnert mich ein bisschen an die verlorenen Wälder aus Legend of Zelda Twilight Princess. Auch ein geiles Game. Oh oh. Wo kommt der plötzlich her? Ah, cool. That thing's got reach. It can hit all of us with ease. This could pose a problem. Nicht wirklich. Elise, keep your distance. We can't look after you and fight at the same time. Stay back. Jude! Damn it. I can help. You healed us? Glad you brought us along now, huh? Ja, irgendwie schon.
kann ich heilen, die Kleine kann heilen. Our wounds are healed. Did Elise do this? Stay back. It's Ja, das mal vorher gewusst. Oh, wait, hold on. I can help. got it. Die Frage ist bloß, wie sie heilen kann. Wissen wir gerade nicht, aber egal. So, zack, zack, zack und... A grand victory! That was amazing, Elise. That was exhausting. Die Kleine ist ja der reinste Wahnsinn. Du, 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 du. Und das Sandwich hilft immer noch, vor allem heilt immer noch. Imagine. A little girl wielding arts like that. Elise, you saved us. Was ist jetzt los? It's okay, Elise. There's nothing to be scared of anymore. That's not it. You two need to make up. Pals need to stick together. I promise I won't get in your way again. Honest. You heard the little lady. Now make nice with Jude here for Elise's sake. Make nice. It's not like I'm angry or anything. Es hat mich auch gewundert, als ob sie so etwas kennt, überhaupt sauer sein, Gefühle und so. That's not how it looks to me. You were getting along better before. I'll do my best, okay? Why do I suddenly feel like the villain here? Fine, all is forgiven. Ach, es wird doch noch menschlich. And hey, don't you have something to say to Elise? Sorry for making you worry. And thank you. This is some serious friendship stuff right here. Level 99 on the friendship meter. Elise's arts could really help us in a pinch. Don't you think so? Agreed. Thank you, Elise. I'm counting on you. Sally forth, pals! Ach, das sind doch True Friends. Also, ja. What luck. Never expected a channeler like her to be along for the ride. Naja, also ich irgendwie schon. Ich meine, ist sowieso immer so, wa? Bei so einem Rollenspiel gibt es doch immer irgendwie eine Heilerin. Was sind die für... Wow, klar, das gleiche Level wie wir. Ich glaub's auch. 21 WP! Junge, ist das krass. Zauberschutz, okay. Oh, wir müssen ganz fähig mal ausrüsten und so, aber das machen wir alles mal. Alles miteinander, nicht immer so stückchenweise mal wieder Nein machen und so. Das zieht doch das Let's Play ein bisschen in die Länge. Ja, also, ja, jetzt knackt die PS3 wieder mal. Außerdem bin ich sowieso eher so ein Typ bei Strategiespielen, wo ich mehr, also Strategie vor allem Rollenspiele, wo ich mehr denke, ja, sowas erst dann, wenn es eher nötig ist. Und ja, ich bin auch nicht so ein Typ, der sich gerne mit so etwas aufhalten lässt, sondern lieber mit der Hauptstory voranschreiten möchte. Einfach immer so, ja, gefasst darauf ist, wie es wohl weitergehen mag. Tschu. Tschu. Und der Häuserring wird auch bald wieder erscheinen bei ihr. 10 WPs noch. Okay. Zack, zack. So, den noch für ein bisschen KP. Kann auch nicht schaden. KP sage ich schon. FP natürlich war das. Ein bisschen Glück. So, komm, ich müsste Häuserring aber langsam mal sich erweitern lassen. Das dauert nochmal. Zack, zack. Ah, seht ihr, es geht bereits. Es geht bereits. Es hat sich ausgeweitet. Geil. Rückendeckung. Zum Schluss noch den hier. Und das war's dann zuerst mal mit unserer kleinen netten Dame. So, die anderen haben nichts mehr. Was hat sie eigentlich als Ausrüstung dabei, frage ich mich gerade. Stab, grünes Band. Da die Puppe. Ah, ein Wächter-Emblem. Ja, wieso eigentlich nicht? Zack. So. Yay! One step closer to adulthood! Tipo! Don't say that so loud. You're embarrassing me. Wer klein sich fürchtet, der Zug ist bereits abgefahren. Insektenhülle. So, was sagt denn... Oh, ein paar Viecher da unten.
Begebt über den Safrafti-Wald nach Charlton. Ja, frage ich bloß, welchen Weg nehme ich? Den einen oder den anderen? Ich nehme mal den hier, wa? Denn man kennt es ja, alle Wege führen nach Rom oder halt ins nächste Gebiet. Wie auch immer. So, ran schwarze Feder nach und schon bald sind wir da. Wow, was sind hier für Viecher? Don't get cocky now. Sie hat voll nicht getroffen. Zack. So, Power-Treffer und jetzt sind sie weg, Mann. Lebt noch einer, du lebst noch. Oh, ich habe keine... Zu wenig gehabt, so jetzt geht's aber. Meine Arte-Anzeige. Wieso habe ich schon wieder? No time for a break. Ich habe keine Zeit für eine Pause. Is fighting the only answer? Wie es aussieht schon, ich bin vergiftet worden. Naja. Elvin Yao. Aber der hat gerade ein Level Plus, wie es aussieht. Kamerafahrt mit L1, was? Okay. Merke ich mir. Levelaufstieg. Das heißt, es müsste bereits Level 12 sein, wa? Alter Schwede, ey. Geht das fix so. Ein ganz kurzes Item. Und dann, wir freuen uns, Part wieder bereits. Mann, ein bisschen langsamer sprechen. Und dann ist der Part bereits einmal zu Ende für heute, Freunde. Wie es weitergeht hier bei Tales of Xillia, erfahren wir nach dem Select. Look out, guys. There are little bugs everywhere. I wonder if Mila gets bitten a lot in that outfit. You didn't know? She swats the bugs away with her hair. Wow, like the tail of a cow! Alter, wie sie reinguckt, ey. Don't compare my crowning glory to the tail of a cow. Meine krönende Pracht, okay, sie ist doch mehr Mensch als ich dachte, ey. Ich meine, so eingeschnappt oder so aufs Äußere fixiert. Naja gut, also ich meine, welche Frau, egal ob jetzt der Geist oder nicht, welche Frau lässt es schon gerne von der Frisur her mit einem Kuhschwanz vergleichen. Ja, die müsst ihr mir mal zeigen, Freunde. Crowning glory? I didn't expect such vanity from the Lord of Spirits. Ah, meine Rede. Styled my hair for me. He said, "You're in human form, so you need to take care of your appearance." You have the great spirit of wind style your hair? That's incredible! Yes, I'm quite fond of it. If I swing it around quickly, I can distract a foe between attacks. So you do swish it like a cow. Ja, wie dem auch sei. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei der kuhschwingenden Mila und ihren KKG-Freunden. Was? Naja, so. Ich meine, ich mag ja lange offene Haare, vor allem wenn es eine interessante Frisur ist und so. Bei ihr sowieso, aber sieht schon ein bisschen. Also ja, ich finde es schon stylisch und so, aber man muss schon. Ich sage jetzt mal, Mina muss nicht wundern, wenn man ihre Haare mit einem Kuhschwanz wechselt. Naja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.